Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns ja gerade momentan da wunderschön auf einem Bänkchen in der Stadt der Tränen. Und ich habe natürlich noch ein, zwei Sachen, die ich gerne in dieser Folge erledigen würde. Und zwar haben wir in der letzten Folge den wunderbaren, leider Schmiedemeister ab den Klippen abgestürzt. Also dafür sind wir verantwortlich. Ich habe ihm hinterrücks den Eis in den Rücken nicht gehauen. Wo ich im Nachhinein ein bisschen bereue, weil wie es aussieht, hätte ich mit ihm dann noch ein paar Easter Eggs erleben können. Aber was soll's. Es ist halt so wie es ist, aber ich würde sagen, wir machen uns direkt einmal auf ab zum Hirschkäferweg, denn ich habe vor, nochmal in die heulenden Klippen zu gehen, weil ich dort nochmal ganz kurz etwas Kleines nachgüchseln will. So, dann fangen wir durch mal direkt einmal an. Und für das müssen wir einmal komplett alles aufhören. So mit... Nein, bei dem funktioniert das nicht. Opa! Geht's noch? Hey! Kommt man da anfangen zu spielen und kommt schon wieder ein Nervenbündel über, da nach dem anderen. So! Fühle ich da aber gerade... Ah, ich habe zu wenig Seelen gerade bei mir. Jetzt habe ich schon wieder mein Leben wieder mal nachfühlen. Aber was soll's. So, wir machen uns gemütlich ab in die heulenden Klippen, weil dort wartet noch etwas ganz Kleines Besonderes auf uns, was ich bis jetzt übersehen habe. Was ziemlich tragisch ist, schon fast, würde ich sagen. Aber darum schauen wir es uns doch jetzt einmal an. So, ich sollte mich jetzt fast bei meinem Hirschkäferweg befinden. Genau, da muss ich jetzt da zuerst einmal alles komplett rauf. Da. Komm, euch hau ich alle eins auf den Zipfel. Komm da hin. Ah, die schiessen sicher ihre Speer. Ja, alles klar. Traust du nicht in 1 gegen 1 Kampf da mit dem Sperrli, hä? So. In so Situationen helfen mir halt meine Spinneli nicht allzu sehr, merke ich. Also wenn es allgemein in den Luftkampf hineingeht, sind die ein bisschen mühsamer. Darum würde ich sagen, hole ich mir noch ein bisschen andere Unterstützung dazu. Und was ich genau meine, das erfahren wir jetzt gerade. So, ab zu unserem Hirschkäferweg, dann kann ich nämlich gemütlich mein Leben da nochmal schnell nachfüllen. So, machen wir ein kurzes Ruhepäuschen und ab geht's. Da wartet er auch schon gemütlich und dann würde ich sagen, ab ist in Hirschkäfernest. Das sollte sich auch bei der heulenden Klippe befinden, wenn ich mich jetzt nicht so ganz täusche. So, go for it! Wir sind auf dem Weg. So, im Hirschkäferweg ankommen müssen wir eigentlich noch ganz kurz... Ah, ich habe immer noch keine Karte für das Gebiet. Dann ist aber wirklich fragwürdig, ob ich dann da umeinander hüpfen oder an einem anderen Ort. Aber ich habe gemeint, von da aus ich sehe am schnellsten die heulenden Klippen. Bin ich da schon alles angüchseln eigentlich? Ja, da bin ich alles angüchseln. Ich frage mich einfach die ganze Zeit, warum ich jetzt da keine Karte habe. So. Was ich aber muss allgemein mehr machen, ist mit Traumnagel einsetzen. Um mehr Essenzen einsammeln. Weil wir brauchen das 700 Essenzen für die nächsten Stufen und die wären natürlich ziemlich nützlich. Besonders für weitere Kämpfe. So, genau, ja. Jetzt kommen wir da abwärts. Okay. So, gerade einmal durch. Ich weiss sogar plus minus, wo ich genau hin will. Aber ich muss mich auch schon ein bisschen immer wieder mal an Kärtchen orientieren. So, da unten wartet schon das nächste Käferli auf uns. So, muss ich schnell güchseln. Nein, da einfach runter. Genau, da war ja der Gornifer gewesen. Von da aus gehen wir jetzt eigentlich abwärts. Jetzt muss ich aber schnell selber güchseln. Nein, da ist es nicht. Muss ich schnell schauen, ob ich an dem Ort überhaupt schon mal gewesen bin, aber einfach zu dumm bin, das zu benutzen. Ist es echt da gewesen? Nein? Hä? Betrachten! Journal eines Wanderers. Und was wir da gefunden haben, ist nochmal eine Wand zum Einschlagen. Jetzt schauen wir uns doch gerade mal ganz kurz nach, was uns dort so verbirgt. Okay. Okay. Die Leiche eines großen Käfers. Okay. Die Leiche eines großen Käfers, immer noch. Komm, ich hau da nochmal eins. So. Hat in dem Fall nicht so ganz... Okay. Und wie wir da auch schon gesehen, ist da irgendetwas Neues entstanden. Ich hau da jetzt einfach mal ganz jämmerlich drauf. Was passiert jetzt? Okay.
Coole Musik im Hintergrund. Es bebt! Es bebt! Okay, wir haben da irgendwelche Flammen eingeschaltet damit. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gerade mal schon an, was das jetzt genau für Auswirkungen gehabt hat. Okay. Einmal alles wieder aufwärts. Ich zeige euch das mir jetzt ganz kurz. Ich weiss es natürlich, ich habe mich ein bisschen forscht, bevor ich das gemacht habe. Aber ihr noch nicht. Und darum schauen wir uns das Ganze mal an. Mit was ich jetzt genau eingeschaltet habe oder was jetzt genau passiert ist. Weil das hätte ich jetzt eigentlich schon länger machen können, aber irgendwie habe ich das immer in Vergessenheit geraten, dass ich das eigentlich könnte machen. Sieht immer so aus, als könnte man da durchlaufen, aber es aussieht nicht wirklich. So, ne? Dürfen wir uns die ganzen Klippen einmal gegen raufkämpfen? Oder sage ich auch nicht nein? Wir haben durch schöne paar Täler einsammeln und wir sind genau auf dem richtigen Weg. So, ne? Hoppa. Betrachten, den haben wir ja schon besiegt. Hier liegt Gorb, der grosse Denker. Sali Gorb, ich denke an dich. Leck, ist der Joke low gewesen. Ja, egal. So, weiter geht's. So. Wir sind auf Liesung auf dem Weg, nämlich zurück in die Stadt nach Mistmund. Und nach meiner Erkenntnis müsste sich da jetzt nämlich etwas ganz Kleines verändert haben. Und zwar diese hier. Wir haben jetzt da plötzlich ein Zelt bei uns in Mistmund. Dann reden wir ganz kurz schon mit dem Bürgermeister. Ah, schau dort, etwas Seltsames und Unheimliches ist plötzlich erschienen. Brrr, wie fürchterlich. Ich denke, ich sollte am besten versuchen, es zu ignorieren. Wieso schaust du denn da oder? Schau weg. Dann schau weg. So. Alle zusammen. Ich würde sagen, wir schauen zuerst mal an das kleine Zelt rein. Zuhören. Die Wiene. Ah. Hast du uns gerufen? Du hast uns gerufen und wir sind erschienen. Du siehst nicht verängstigt aus. Warum hast du uns gerufen? Ah, ist nicht wichtig. Sag's mir nicht. Wir sind erschienen und ich rieche etwas tief unter uns. Ich will es. Ich will es. Okay, du bist aber ziemlich anders drauf. Verkauf mir doch lieber etwas. Mann. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz im grösseren Zelt drinnen an. Ah, du bist die ganze Zeit die Musik am Spielen. Ja, Sali. Du hast uns gerufen. Sprich mit dem Meister. Wir haben die irgendwie gerufen. Wahrscheinlich durch das komische Teil, das wir vorher geschlagen haben. Okay, wir sind glaube ich wirklich im Zirkus. Ja, hallo! Du wärst es also, der uns gerufen hat. Sei gegrüßt, mein Freund. Sei gegrüßt. Ich bin Grimm, Meister dieser Truppe. Okay, das ist der Grimm. Die Laterne wurde empfacht und dein Ruf erhört. Eine feine Bühne hast du gewählt. Dieses Königreich von Wurm und Wurzel brachgelegt. Die ideale Erde, um darauf unser Ritual zu vollführen. Und du, mein Freund, deine Rolle ist noch lange nicht vorbei. Als die Laterne aufleuchtete, wurde deine Rolle bestimmt. Unser Pach geschmiedet in scharlachrotem Feuer. Sehnlich warten wir darauf, dass du beginnst. Doch lass mich erst etwas Licht auf deine Aufgabe werfen. Grimmkind! Über dieses Land verbreitet sich nun meine Sippe. Sie ernten die Essenzen, die meiner Gattung eigen ist. Die Flamme im Traum. Such meinen Sippe und erober die Flamme und bring sie zurück zu mir. Zusammen können wir Wunder wirken. Doch sorge dich nicht, kleines Wesen. Für diese Aufgabe wirst du nicht allein reisen. Mein Kind soll sich zu den Flammen geleiten und die Brennessenzen in sich aufnehmen. Wie auch du spielt das Kind eine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe. Nur mit ihm an deiner Seite werden sich die Flammen und meine Sippe dir offenbaren. Wow, und da ist wieder weg. Alles kann man einen neuen Talisman erhalten, wie es aussieht, sollte das sein Kind darstellen. Und zwar Grimmkind, getragen von jenen, die am Ritual des grimmigen Truppe teilhaben. Der Träger muss die Grimmsippe suchen und ihre Flamme sammeln. Nicht eingesammelte Flammen werden auf der Karte des Trägers erscheinen. Okay, alles klar, also wir haben jetzt das Grimmkind erhalten. Mit dem sollen wir gewisse Flammen einsammeln, um weiter zu schauen, was da mit dem Grimm genau so vor sich geht oder ab sich geht. Wie genau, dass wir das jetzt genau sehen.
muss jeder für sich selber entscheiden. Bedeutet aber, ich wollte mir das jetzt ganz kurz schnell mal anschauen. Es hat ja geheißen, auf der Karte wird das angezeigt. Und ich sehe jetzt da momentan nichts Spezielles auf der Karte. Vielleicht muss ich für das noch ganz kurz schnell zu der Kartenhändlerin. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz noch schnell zu der Kartenhändlerin. Vielleicht hat die nämlich etwas weiteres für uns, wo die genau sich verbirgen. Eintreten. Einkaufen. Iselda, Sally. Suchst du weitere Ausrüstung? Du hast doch schon so viel gekauft. Leider hast du für den Moment schon alles gekauft, was wir dir anbieten können. Gonnifer wird sicher erfreut sein, auch wenn ich mich frage, wofür all das Geo ausgeben möchte. Hast du sie gesehen, die Reisenden, die ihre Lager außerhalb der Stadt aufgebaut haben? Ich war zuerst interessiert. In letzter Zeit ist ja hier nicht viel passiert. Aber sie haben etwas Finsteres an sich. Du spürst es auch, oder? Ich habe Gonnifer gesagt, er soll nicht mit ihnen sprechen. Sein Herz und sein Geist sind manchmal ein wenig zu aufgeschlossen. Alles klar. Das heisst, ihr habt eben bemerkt, das Zelt vom Grimm. Das hat in dem Fall einen grösseren Einfluss genommen, als man denkt. Hat sogar eine Tafel, die, glaube ich, so zeigt. Das Einzige, was aber ist, dass mir das nicht angezeigt wird auf der Karte. Muss ich für das nochmal mit der anderen Frau im Zelt sprechen? Verkauft sie mir jetzt etwas dafür? Zuhören. Dieser Geruch, Warg, du versteckst etwas sehr Schönes vor mir, nicht wahr? Solltest du nicht jetzt so was Schönes verstecken? Zeig es mir, zieh es an, schnell. Alles klar, wir sollen da ganz kurz schnell... Wir sollen da in dem Fall ganz kurz ins Kind schnell anziehen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bin mir da jetzt ein bisschen unsicher, wie viele Sockel brauchen die genau? 2 Sockel, alles klar. Da wäre halt schon die Frage, ob wir halt das Traumschild rausnehmen, ausnahmsweise, und dafür... Dann könnten wir nämlich den hier rausnehmen und dafür sogar den ganz langen Nagel mitnehmen. Dann sind wir halt ein bisschen anders unterwegs. Aber mir ist schon gesagt worden, ich bin wie langsamer angezeigt. Jetzt, dieser Geruch, Warg, du versteckst etwas sehr Schönes von mir, nicht wahr? Sollst du nicht etwas Schöneres verstecken? Zeig es mir, zieh es schnell an. Hä, das war es in dem Fall nicht gewesen. Das war es in dem Fall eindeutig nicht gewesen. Meint sie unseren Gestank? Kann das sein, dass sie unseren Gestank meint? Dann würde ich sagen, ich nehme ganz kurz schon den Geoschwarm raus und sein Wappen des Verteidigers so. Vielleicht meint sie das da. Dann stinken wir nämlich. Wir stinken! Jetzt besser. Ah, dieser Geruch so stark, so männlich. Doch nicht der Duft, der nach mir ruft. Ich begehre einen anderen Geruch. Wertvoll, empfindlich, fragil. Ah, bring ihn, trag ihn. Hä, welcher meint sie? Welcher meint sie? WTF? Ich habe doch gar nichts, was mich anders lässt duften. Was lässt mich noch anders duften? Was lässt mich noch anders duften? Nichts eigentlich. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, ich packe mir jetzt wieder mal meinen Geoschwarm ein und wir schauen einfach mal weiter. Dann behalten wir das Grimmkind momentan noch auf uns. Und schauen mal, ob man da irgendetwas dazu findet. Weil eben auf der grossen Karte wird mir ja eigentlich... Ah, doch, jetzt! Da hat es eine Flamme. Da hat es eine Flamme. Und... Wo noch? Also 2 Flammen sehe ich schon mal. Ich würde mal sagen... Wir kümmern uns doch direkt mal um eine. Ah, gerade oben. Gerade dort mit drinnen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen uns auf, um die erste Flamme zu besiegen, weil mich das eigentlich ziemlich wundernimmt, was denn abgeht. So, lass den Fall ab. In die Klippe. Die Kristallspitze, nicht die Klippe. Das sollte sich aber irgendwo dort mitten auf dem Weg befinden. Schon ein bisschen heikel. Nein, das ist zu früh. Ja, das wär ins Auge gegangen. Da haben wir die erste Flamme. Hä? Was jetzt? Mensch! Greift er mich gerade an? Der greift mich wirklich gerade an. Der spinnt. Okay, jetzt schießt er irgendwelche Flammen nach mir. Hä, wie soll ich den schlagen? Okay, jetzt schießt... Ich hoffe, hä?
Schwierig ist er nicht, er ist einfach nervig, weil ich ihn nicht kann, richtig schlagen kann. Play up. So, nochmal einen Schlag. Wie viel vertreibst du? Okay, meine Spinneli machen dann auch immer wieder guten Schaden. Also wirklich schwierig ist er nicht, er ist einfach ein bisschen nervig. Muss ich jetzt immer warten, bis er die Flamme macht und dann an ihn an, oder? Aber selbst wenn er die Flamme macht, ist es schwierig, an ihn zu kommen. Jetzt! Ah! Okay, ich muss, glaube ich, so weit wie möglich wegstehen von ihm. Okay. Dann kann ich ihn auch nicht schlagen. Am besten. Stehe ich am besten. So, nochmal ein Hit. Boah, ist der nervig. Hallo? Wie viel haltet ihr denn aus? Jetzt aber. Okay. Flamme verschlungen. Nice. Das war irgendwie leichter, als ich erwartet habe, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Also ehrlich gesagt habe ich gemeint, wir müssen gar nicht kämpfen, sondern einfach mal schnell die Flammen einsammeln. So, dann haben wir nämlich die erste Flamme schon mal im Beton. Nice. Dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns direkt mal um die nächste und die wäre in der Stadt der Tränen. Wenn wir schon dran sind, dann können wir ja gerade einmal noch schnell richtig. Können wir mal schauen, was sich da mit dem Grimm auf sich hat. Vielleicht hilft uns das nämlich auch später noch gegen unsere nächsten Gegner. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Station der Könige. Jetzt muss ich nochmal schon nachgüchseln. Wo genau war er? Ah, Stadt der Tränen, genau. Das wäre Lagerräume der Stadt. Auf geht's! So, yippie Schweinebacken, wir kommen! Aber wenn der jetzt jedes Mal so leicht ist, dann mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Na komm dann. Tun wir da schnell ein Päuschen einlegen. Dann können wir uns mal gemütlich auf den Weg machen, weil es sich ja gerade vor der Haustür befinden. Genau, das sollte sich eigentlich gerade da vorne befinden. Da sehen wir auch schon eine Fackel. Hä? Ja, schon mal genau das gleiche bis jetzt, okay. Ich würde sagen, ich warte jetzt da einfach einmal ab. Ah! So kann er auch gar nicht wirklich runterschiessen. Okay. Okay. Okay, schon erledigt. Nice. Nächste Flamme eingesammelt. Flamme verschlungen. Und im gesamten Fall brauchen wir 3, glaube ich, wenn ich mich jetzt da nicht täusche. Genau, jetzt fehlt uns noch eine einzige. Wo befindet sich jetzt mal die letzte Flamme? Grünwege. Alles klar, da habe ich gerade wieder auf gut Glück draufdrücken. Dann würde ich sagen, ab zu den Grünwegen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, oder? Wenn wir noch kurz gemütlich noch mal schnell zu unserem Hirschkäferweg. Dann machen wir uns gemütlich an die Grünwege. Und dann schauen wir uns das mal an. So. So, dann sind wir ja da schon mal an. Dann tun wir da mal noch schnell zwischenspeichern. Man weiß ja nie, was so alles auf dem Weg passiert. Und dann machen wir uns doch auf. Ab zu der letzten Flagge. Flagge. Flamme. Ich dachte, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas habe ich falsch gesagt. So. Einmal alles einfach durch. So, schnell aus dem Weg bleiben da. Puff. Und da hat er schon noch den letzten Pups aus dem Viertel rauslassen. Von dem lassen wir uns natürlich nicht irritieren, denn wir müssen einfach... Wir sind schon fast da. Alles klar. Los geht's. Dann sammeln wir doch noch ganz kurz schnell die letzte Flamme ein. Und zwar da vorne irgendwo. Noch weiterführen? Jawohl, noch weiterführen. Noch weiterführen. Ah, da ist er. Okay. Letzter Fight. Letzte Flamme und danach haben wir das Ritual eigentlich abgeschlossen. Dann würde ich sagen, nachdem machen wir uns auf den Weg zurück zum Grimm.
Gut, das war jetzt dumm, weil ich einfach... Okay. Okay. Ich würde sagen, wir hängen jetzt einfach einmal, genau, bis die Flammen kommen. Dann können wir ihm nämlich eins auf den Zipfel geben. Leck, ist das ein Löli. Oh, jetzt habe ich gemerkt mit Flammen. Dumm gewesen. Ah, jetzt haben wir fast noch verwirrt. Komm jetzt, jetzt bin ich noch in den reingegangen. So etwas kann auch noch reichen die ganze Zeit. So. Kommt, Spinneli, gebt dem eins auf den Zipfel. Mann, der ist so nervig, der ist so nervig. So, aber es hat gelangt. Ich habe jetzt gedacht, es bleibt standhauen gleichzeitig eins. Und es hat funktioniert. So haben wir nämlich auch alle 3 Flammen für unser Grimm eingesammelt. Das Grimmkind hat die schön verschlungen und wir machen uns in dem Fall zurück auf den Weg zum Bänkli. Und dann gehen wir ab zum Grimm schauen, was er jetzt dazu meint. Was da genau vor sich geht und so weiter. So, la. Ich muss sagen, mit dem Weg habe ich es langsam richtig im Griff. So. So, la. Jetzt muss ich da aber noch weiter rauf, jawohl. Nice, nice, nice. Ah, nervt mich doch nicht. Dummes Ding, du. So. Da oben ist auch schon unser Hirschkäferweg. Dann würde ich sagen, noch ab auf Mistmund. Mistmund, zuoberst. Hoppla, Schorsch und los geht. Und voilà. Dann sind wir schon wieder zurück im Mistmund. Dann haben wir alle 3 Flammen schon mal eingesammelt. Jetzt ist eigentlich die Frage der Fragen. Was passiert jetzt? Aber wisst ihr was? Das erfahren wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit dem Schweizer. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, lasst euch einen Daumen und ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch liebend gerne einen Kommentar hinterlassen. Jö, liegt so nebendran mit der Spinneli. Warte, das wird jetzt mal schön. Ich drücke das und unsere Spinneli machen Sitz und der Grimm. Das Grimmkind auch. Jö, wir haben eine kleine coole Armee. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst den Kommentar nicht. Danke fürs Einschalten und ciao.